würde sagen, jetzt schmeißen wir was in die Pfanne. Ja, zuerst einmal herzlichen Glückwunsch an den Christoph Schnoles 58 zu seiner 2000 Abo Plus Challenge oder 2000 Abo Plus Challenge. Und was wir so am liebsten machen, also Kochen in der Natur, ist eigentlich das Schönste, was es gibt. Ich habe heute die Pushbox mit dem Trangier und probieren werde ich heute mal einfach einen leckeren klassischen Wiener Kaiserschmarrn. Den habe ich zu Hause schon fertig zubereitet, hier im Schraubglas drin für eine Portion. Den probieren wir jetzt hier aus auf meiner Debouet-Pfanne. Ja, das ist die geile Pfanne. Die werden wir jetzt einfach mal ein bisschen erhitzen. Ja, Kochen in der freien Natur ist das Schönste. Und da hat es der zur Challenge aufgerufen, irgendein Video machen, was uns gerade so einfällt. Und Kochen in der Natur ist eigentlich das Schönste, was es gibt. Was habe ich mitgenommen? Ich habe dabei, wie gesagt, den Kaiserschmarrn zu Hause fertig angerührt. Was dazugehört, ist Pflaumenmus. Das ist im Kaiserschmarrn üblich. Puderzucker. Dann habe ich dabei normalen Zucker. Den brauchen wir dann später nochmal. Ein Pfannenwender. Und hier Butterschmalz. Also von MyG. Das Video tue ich nochmal in der Infobox. Oder verlinke nochmal, wie man Butterschmalz macht. Das ist nämlich das hier. Jetzt brauche ich bloß noch meinen Spork. Genau. Das haben wir jetzt gleich einmal da. Nein. Wir brauchen eine schöne Hitze. Und dann hauen wir den Teig rein. Ein bisschen durchschütteln. Das Schöne beim Kaiserschmarrn, den kann man immer mitnehmen, also zu Hause zubereiten. Einfach in ein Schraubglas rein. Die komplette Rezeptschreibe unten in die Infobox. Leicht zum Nachmachen, überall mitnehmen, im Rucksack rein und einfach schmecken lassen. Ja, Kaiserschmarrn unbedingt wärmstens zum Empfehlen. Eigentlich wollte ich das beim Carlos schon machen, aber leider haben wir da mal Stress zu Hause gehabt. Maler und viel Arbeit und bei Geburtstag und habe es leider nicht mehr geschafft. Und jetzt widme ich die VA dir, Christoph. Ja, Kochen in der Natur ist einfach geil. Und so soll es auch sein. Also mit Trangier auf der Debouet-Pfanne reicht vollkommen aus. Und wenn es schön heiß ist, kippen wir einfach die Masse hier rein und dann schauen wir mal, wie das schmeckt. Ja. Also wenn die richtige gute Hitze drinnen ist, dann wird es Zeit, dass wir schon langsam den Teig hier reinkippen. Jetzt müssen wir ein bisschen mit der Temperatur spielen, weil es ist auf dem Trangier nicht so einfach. Wir brauchen jetzt nicht zu viel Hitze. Das heißt, ich schütte jetzt das alles hier rein. Die Masse haben wir jetzt drin. Und da wir bei dieser Pfanne keinen Deckel haben, behalten wir es da ein bisschen mit Alufolie. Ja. Einfach ein bisschen abdecken und so lassen wir es jetzt ein bisschen
auf der einen Seite schön braun werden und dann drehen wir den ganzen. Also ein paar, 3 Minuten ein bisschen abdecken. Ob das natürlich so gut funktioniert wie zu Hause auf dem Ofen, aber normalerweise funktioniert es sehr gut. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich freue mich schon. Schauen wir mal, ob er schon ein bisschen aufgeht. Der Teig muss ein bisschen aufgehen, dann können wir wenden. Also wenn es nicht so gut klappt, auch scheißegal, Christoph. Wichtig ist, es schmeckt, im Magen kommt es durcheinander und da lassen wir es nicht runterkriegen. Genial zum auf Pfingsten. Ja. Schauen wir mal. So, jetzt ziehen wir den Pfannenwender. Ah, lässt sich schon leicht. Er rutscht schon. Ja. Ich würde sagen, ah. Jetzt lassen wir einfach ein bisschen anbraten und dann können wir schon auseinanderrupfen. Also Kaiserschmarrn im Allerwald. Jetzt kann man eigentlich schon ein bisschen zerreißen. Wenn es zu heiß wird, einfach die Pfanne vom Hobel runternehmen. Zu Hause auf dem Backofen geht es natürlich einfacher, weil man die Hitze regulieren kann. Das geht jetzt hier nicht. Aber ich kann schon mal eins sagen, es wird ein Gedicht. Anbrennen tut auch nichts. Wie gesagt, wenn die Eisenpfannen richtig gut eingebrannt sind, dann funktioniert das. So. Der ist jetzt soweit fertig. Und jetzt kommt noch mal ein kleiner Trick. Jetzt brauchen wir bloß noch ein bisschen Zucker rein, karamellisieren. Ein bisschen karamellisiert. Das werden wir jetzt einfach noch mal ein bisschen leicht anbraten. Dann kommt der richtige Karamellgeschmack durch. Ja, wie gesagt, das mache ich am liebsten. Irgendwie rumkochen, eigentlich zu Hause, aber in der Natur ist natürlich schon schmackhafter. Ich glaube, das reicht. Und schon ist er fertig, der Kaiserschmarrn. Hopp, stopp, noch nicht ganz. Und jetzt kommt, lassen wir einfach noch ein bisschen ziehen.
Also, Christoph, wenn das nicht gut schmeckt, dann kommt noch ein wenig Puderzucker. Ja, und fertig ist der Kaiserschmarrn. Und dazu jetzt mal Pflaumen. Und ich würde sagen, lassen wir es uns schmecken. Dann sage ich, legen wir los. Ein Löffel für dich, Christoph. Ein Gesicht. Ein Löffel für mich. Dann ist die Pflaumen kaputt. Ein Gedicht. Einfach klasse. Ja, vom Carlos ist mir auch noch ein Löffel mit. Sehr gut. Für den Dietmar B. Für den Matze S. Matze. Also sehr, sehr lecker. Also sehr leicht zum Nachmachen. Kaiserschmarrn, originale Wiener Art. Also Eier trennen. Ich persönlich mag es nicht. Ich hau die Eier also ganz rein ins Mehl. Weil fluffig wird er vom Rum. Also 2 Zähl oder 4 Zähl Rum rein, dann wird er schon fluffig. Dann für den Bernd, Kanal Wandern und Outdoor, das ist mir ein Löffel. Kommt der karamellisierte Geschmack. Das gibt einfach den guten Pfiff. Ja, du hast einen tollen Kanal. Ich bin zwar nicht unbedingt der Messerfreak. Gott, du machst das immer recht herrlich mit deinen ganzen Messer. Und bist der klasse Typ. Deine Tour mit deinem Sohnemann. Nicht schlecht. Das Gulasch, was du neulich gemacht hast. Aber ich mag auch gerne mit süße Varianten. Da ist der Kaiserschmarrn oder Pfannenkuchen, alles mögliche. Immer wieder lecker zwischendurch. Und mit diesem Sinne lasse ich mir jetzt schmecken, Christoph. Mach weiter so wie du bist, mit deinem wunderschönen Kanal. Auf die nächsten 1000 Abonnenten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Video und ich hoffe, dass die VA passt. Wer nicht, schmeißt den Papierkorb. Auch nicht schlimm. Also unbedingt Pflaumenkompott oder Apfelkompott. Das Beste, was es gibt.
und Eifenpfahl, nicht vergessen. Also da kriegt man die schöne Bräune. Ich empfehle. Ja, wenn es gefallen hat, würde ich mich freuen auf ein Abo, kommentieren, liken nicht vergessen. Also macht es gut, euer Helmut, die Anker Wünschmühle. Servus.